Es stellt sich außer, dass die Motorradfahrer ein paar alte Krauterer haben, die einen Gerstl besuchen und meinen, dass sie auf einer Weise nur bei irgendjemandem Eindruck schinden können. Die Uschi kommt als ein Besoffener von der Wiesn heim und bringt ihren Alten ein Herzl fürs Herzl mit. Der meint aber, dass das vor einem Verehrer gekriegt hat und stiftet dann Max an, dass er's als Papagallo da bleckt. Die Landweiber machen aus, dass er nie die Nachspeis kocht. Das Bärli bringt aber der Kathi seine Rezeptbladeln durcheinander. Und drum wird derer das sein ein geschissener Fraß, wo keiner nicht mag. Ein Chris ist sein Erfolg im Netz wichtiger als wie sein Gespusi. Und drum macht's dabei einmal Schluss mit ihm. Ein alter, geschmissener Polstersessel steht auf der Gassen. Den schnappt sich zuerst der Flori. Aber wie er dahinter kommt, dass da Mais drin hausen, tut er wieder zurück. Danach nimmt er die Kathi und nachher der Pfarrer und schließlich die Gundi. Der Mike lädt die Seinige übers Wochenende in eine Luxushitten ein und weiß nicht, dass er da mit ihrer in einer Yoga-Gruppe mittun muss. Weil er aber dort mit einem alten Erzfeind streitet wird er mit dem zusammen aus der Gruppe rausgeschmissen und wird wieder gut Freund mit dem, weil der auch froh ist, dass er nicht mehr dort mittun muss. Schließlich wird auch noch die Annalena mit der Lehrerin streitet und wegen dem gibt sie sich lieber wieder mit ihren Jumpster ab. Der Landrat verkommt alle mehr und isst nichts mehr und das Spital mag er auch nicht gehen. Und das Hummerl kümmert sich Tag und Nacht um ihn und tut sich recht runter und das gefällt ihren Alten gar nicht extra.